SRF Audio. Die WM ist gerade vorbei. Sie war für die FIFA ein Milliardengeschäft. Doch der Präsident des Weltfußballverbands, Gianni Infantino, will mehr. Mehr Geld in der Kasse, mehr Geld für den Fußball. Sein Plan? Er will Teile der Weltmeisterschaft verkaufen an private Investoren. Infantino hat schon viele andere Skandale geschafft. Das ist jetzt nochmal nach seinen Verhältnissen nochmal ein richtig großer Vorstoß. Was genau hat Infantino mit der WM vor? Und warum hat er gute Chancen, dass er mit seinen Plänen durchkommt? Das schauen wir uns heute an bei News Plus. Ich bin Dominik Rolli. Der Fußball ist ein Milliardengeschäft, das hat die WM eindrücklich gezeigt. Noch nie hat die FIFA mit einer Fußball-Weltmeisterschaft mehr Geld verdient als diesen Sommer, nämlich mehr als 13 Milliarden Dollar. Jetzt will FIFA-Präsident Gianni Infantino mit dem Fußball noch mehr Geld einnehmen, und zwar indem er aus der Weltmeisterschaft ein eigenes Unternehmen machen will. Das hat mir der Sportjournalist Ronny Blaschke erklärt. Er befasst sich schon lange mit den großen und kleinen Skandalen der FIFA. Ja, also die FIFA plant offenbar fast alle kommerziellen Rechte an ihren großen Turnieren. Das sind dann die TV-Rechte, das Sponsoring, das Ticketing, andere Lizenzierung, dass man das in eine neue Tochtergesellschaft auslagern möchte. Und es gibt jetzt schon Schätzungen, dass der Wert vorab dieses Unternehmens mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet wird. Und im nächsten Schritt kann dann die FIFA Minderheitsanteile dieses Unternehmens an Investoren verkaufen und so würde dann relativ schnell frisches Kapital in Milliardenhöhe an die FIFA kommen. Und die FIFA und Gianni Infantino betonen aber, dass die FIFA selbst die absolute Mehrheit und auch die Kontrolle an diesem Unternehmen behalten wollen. Aber die Kritik daran ist natürlich trotzdem groß. Viele sehen das also kritisch, was Infantino da vorhat mit der WM. Darauf gehen wir gleich noch ein. Infantino selber sagt, es gehe ihm nicht einfach nur ums Geld, sondern er sieht den Fußball als eine Art Entwicklungshelfer. Das hat er bereits letztes Jahr am amerikanischen Wirtschaftsforum gesagt. On one side to make football truly global, but on the other side also to give every talent in every corner of the world the opportunity and the chance to dream. Jedes Kind auf dieser Welt solle von einer großen Fußballkarriere träumen dürfen. Tönt ja erstmal gut. Jetzt könnte man sagen, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, oder wenn man mehr Geld hat für eine Sportart. Was ist so problematisch daran? Ja, also die FIFA argumentiert, dass man vor allem das Geld ja auch weiterreichen möchte an die 211 Mitgliedsverbände. Das ist eigentlich immer das Argument von Infantino. Er möchte die Entwicklung des Fußballs vor allem in den Ländern vorantreiben, wo der Fußball noch nicht jetzt so strukturell verankert ist. Jetzt gerade bei der WM waren von den 10 bevölkerungsreichsten Ländern nur 2 vertreten, USA und Brasilien. Also wenn wir auf Indien schauen, auf China, Indonesien, Nigeria, große Länder, wo die WM jetzt noch nicht zu Gast war. Aber das Argument, das nimmt man Infantino eben nicht mehr so richtig ab, weil ja, die Kleinen werden vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, aber auch die Großen, die ohnehin schon reich sind, werden dann noch reicher. Also die FIFA ist auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Also Argumente, wie Sie gerade angeführt haben in der Wirtschaft, die funktionieren im Fußball nicht so richtig, weil das sehr traditionsbewusst ist und als Abenteuerspielplatz, als Hobby noch von vielen Menschen gilt. Und da sind die Leute oder viele Leute skeptisch gegenüber solchen Wachstums- und Profitplänen. Cash, Money, Geld, Taschen. Das Ganze würde viel Geld in die Kasse der FIFA spülen und somit viel Geld in den gesamten Fußball auf der Welt. Für die Investoren eröffnen sich neue Möglichkeiten, sich zu präsentieren und ebenfalls Geld zu machen. Kleineren Ländern könnten Infantinos Pläne schon helfen, sagt Sportjournalist Ronny Blaschke. Zumindest vordergründig. Kap Verde, Curaçao zum Beispiel, kleine Länder, die bei der WM dabei waren, die das FIFA-Narrativ bestätigen. Es gibt in Kap Verde, in Curaçao keine funktionierende Liga, keinen guten Sportunterricht. Also das ist oft auf der Oberfläche ist das Wachstum, auf der Oberfläche ist das Beteiligung, wenn letztendlich der Fußball, der Sport, die Strukturen werden nicht richtig verankert. Klar, man kann den Argumenten, den Fußball zu internationalisieren, zu demokratisieren, sicherlich was abgewinnen, aber die wahren Player
in der FIFA-Welt von Gianni Infantino, die sind die USA unter Trump, die sind Saudi-Arabien, die sind Katar, die sind die Vereinigten Arabischen Emirate und vielleicht auch der zweitgrößte Geldgeber der FIFA-Sponsoren. Der kam aus China, also hinter diesen vermeintlich wohltätigen und großzügigen Plänen von Infantino sind immer auch noch viele andere Profiteure und die kommen dann meistens aus Staaten, die nicht demokratisch regiert werden oder denen es ohnehin schon sehr, sehr gut geht. Ja, die wahren Profiteure sind also nicht die kleinen Länder, wo der Fußball noch nicht so entwickelt ist, sondern letztlich geht es eben schon sehr stark ums Geld. Money makes the world go round. Und ja, auch der Trump-Clan mischt damit. Einer der Investoren, die beim WM-Unternehmen einsteigen sollen, ist nämlich Joshua Kushner. Er ist der Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Und vor diesem Hintergrund muss man wohl auch die Bromance zwischen Infantino und US-Präsident Donald Trump sehen. Da gab es ja ein paar denkwürdige Episoden, wie zum Beispiel der FIFA-Friedenspreis, den Infantino dem US-Präsidenten überreicht hat. So quasi als Trostpreis, weil Trump den Friedensnobelpreis nicht gewonnen hat. Medal for you that you can wear everywhere you want to go. Es gab auch immer wieder Besuche von Infantino bei Trump im Weißen Haus, wo sich beide vor laufenden Kameras so sehr geschmeichelt haben, dass einigen teilweise fast die Haare zu Berge standen. Die vielen Besuche im Weißen Haus bei Trump, die sind jetzt in einem ganz anderen Licht. Also hat Infantino offenbar mit dem Macht- und ökonomischen Zirkel rund um Donald Trump diese Pläne vorangebracht. Das hat Trump auch in unterschiedlichen Kommentaren zuletzt auch schon angedeutet. Das ist nicht transparent. Da gibt es keine Beteiligung, nicht mal von den großen Fußballverbänden. Ja, wirklich mitreden konnten die einzelnen Verbände bei diesen WM-Plänen nicht. Dafür will Infantino sie mit Geld zu einem Ja bewegen. Falls die Verbände seinen Plänen zustimmen, soll es für jeden Verband eine sofortige Geldspritze von $20 Millionen geben. Auf der anderen Seite, Infantino hat solche Pläne schon früher gehabt. Er wollte schon mal 2018 wertvolle Rechte der FIFA auslagern an ein Investorenkonsortium, das maßgeblich aus Saudi-Arabien gesteuert wurde. Das ist gescheitert am Widerstand innerhalb der FIFA, vor allem aus Europa. Ja, aber über die Jahre testet Infantino seine Grenzen aus und was damals noch nicht ging, geht vielleicht jetzt. Und wenn es jetzt vielleicht noch nicht geht, dann geht es in 3-4 Jahren. Und das wird in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich eine Dynamik gewinnen, wo die Kritik wachsen wird, aus Europa vor allem. Kritik, die kam schon ziemlich schnell, nachdem die Pläne von Infantino bekannt geworden sind. Der britische Premierminister Andy Burnham meinte, der Fußball gehöre nicht den Investoren, sondern den Menschen, die die Tribüne füllten, die an der Seitenlinie stünden und das Woche für Woche bei Regen und Sonne. Football belongs to the supporters. It always has. And it always will. Und der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter schrieb auf X, das Ganze schade dem Fußball, niemand habe das Recht, unser Spiel zu verkaufen. Und auch beim Europäischen Fußballverband UEFA ist man scheinbar nicht happy. Ja, Alexander Schäferin, der Präsident der UEFA, das ist sozusagen der Chefkritiker an Donald Trump. Der hat sich jetzt geäußert kritisch, eine rote Linie sei überschritten. Auf der anderen Seite, ja, die ganz großen Clubs aus Europa, da habe ich jetzt auch nicht nur kritische Stimmen vernommen. Vielleicht sind die im Urlaub, aber vielleicht halten sie auch zurück, weil die USA, weil Nordamerika der lukrativste Wachstumsmarkt für die europäischen Ligen sind. Ich glaube, dass man sich auch genau überlegt, ob man es sich mit diesem wirtschaftlich-politischen Netzwerk in den USA, ob man sich damit anlegt. Also Sie rechnen nicht damit, dass die Europäer, wenn sie dann wollten, da irgendetwas ausrichten können gegen diese Pläne? Ja, in den vergangenen Jahrzehnten, wenn es Kritik an Sepp Blatter, an Gianni Infantino, früher auch an dem FIFA-Präsidenten João Avalanche gab, dann kam sie aus Europa, aber es hat oftmals nicht gereicht. Und ja, vielleicht 2022, das ist ganz interessant, diese sogenannte One Love-Armbinde, die wollten ja einige europäische Verbände gegen die Menschenrechtsverletzung Katars zeigen bei der WM. Aber auch da waren sich die Europäer schon gar nicht so richtig einig und von den anderen wurde das abgelehnt. Und das Gefälle innerhalb der FIFA ist eben sehr, sehr groß zwischen großen Verbänden wie Deutschland, England, Frankreich, auch Brasilien und dann den vielen, vielen Kleinen, die sich jetzt dadurch eine relativ schnelle, gute Geldspritze erhoffen. Und auf der anderen Seite müssen wir das von den Fußballverbänden auch loslösen. Ja, also
Wenn man auf Deutschland zum Beispiel schaut, dann schaut man eben auch auf Adidas oder auf die großen Ingenieurs-Architekturbüros, auf Zulieferer, die zum Beispiel jetzt gutes Geld damit verdienen wollen, neue Stadien zu bauen in Saudi-Arabien oder in künftigen WM-Märkten. Also deswegen müssen eben auch die Fußballpräsidenten in Deutschland, auch in England oder auch in anderen großen Industrienationen wie Japan und Südkorea genau überlegen, inwieweit sie die FIFA kritisieren. Bei dem 2., 3., 4. Schritt profitieren vor allem diese großen Industrienationen von dieser Sportindustrie. Und es reicht eben nicht nur, wenn einige westliche Medien das kritisieren. Das preist Gianni Infantino mit ein. Und sein Machtimperium sozusagen, das fußt auf tiefen Abhängigkeitsstrukturen innerhalb Afrikas, innerhalb Asiens, aber auch innerhalb der großen westlichen Industrienationen. Wenn ich Ronny Blaschke so zuhöre, dann frage ich mich, ist Infantino denn überhaupt zu stoppen? Irgendwie gibt es ja jetzt einen großen Aufschrei, der aber möglicherweise zu nichts führt, weil die Verhältnisse in der FIFA eben so sind, wie sie sind. Offenbar gibt es bei der UEFA sogar Überlegungen, die WM zu boykottieren. Das hat der Sender Sky News berichtet. Ronny Blaschke glaubt da aber nicht wirklich daran. Auch weil sich die Europäer damit letztlich selber schaden könnten. Ja, ich möchte sehen, wie das funktionieren soll, die FIFA zu boykottieren. Ich habe es ja gerade am Beispiel von Deutschland skizziert. Ja, es ist der größte Sportfachverband der Welt, mehr als 6 Millionen Mitglieder, würde man sagen. Die hätten Power, die könnten sowas antreiben. Aber wie gesagt, da sind viele andere, für die USA, aber auch künftig Saudi-Arabien wichtige Märkte sind. Und auch Infantino hat in den vergangenen Jahren schon gezeigt, wenn man sich mit der FIFA auch im Hintergrund anliegt, dann antwortet er eben damit, dass vielleicht eine WM-Vergabe oder Jugendturniere oder Kongresse eben nicht mehr an die Länder vergeben werden, weil sie zu kritisch sind. Ich würde vielmehr sagen, wichtig ist zum Beispiel Afrika, eine frühere Basis von Infantino. Wenn zum Beispiel in Afrika mal Gegenwehr kommen würde, wenn Afrika gespalten wäre oder auch Mittel- und Nordamerika, das würde Dynamik auslösen, die ihm vielleicht ein bisschen gefährlich werden würde. Und was ist denn eigentlich mit den Fans? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das nicht alle so toll finden, wenn ihr Sport zu einer Geldmaschine umfunktioniert wird. Aber die kritischen organisierten Fußballfans, die ihre Vereine in München, Barcelona oder Liverpool unterstützen, die haben sich entweder schon von der FIFA abgewandt, halten die FIFA ohnehin für einen korrupten Haufen, oder sie haben sich zurückgezogen in die passive Zuschauerrolle. Aber wenn Sie schauen auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika, die Stadien waren voll, trotz der hohen Ticketpreise. Es ist eine relativ kleine, wohlhabende Fan-Elite, die sich diese WM leisten möchte. Und die Fußball-Weltmeisterschaft, das lukrativste Sportprodukt der Geschichte, ist noch viel, viel mehr ein TV-Ereignis. Mehr als 1,5 Milliarden Menschen haben die WM am Fernseher verfolgt. Und ob diese Weltmeisterschaft in Katar, in Russland oder auf dem Mond stattfindet, die FIFA orientiert sich an Vermarktung, an TV-Rechten, an Merchandising, vielleicht bald an YouTube, Netflix oder Virtual Reality Brillen. Und da will die FIFA offenbar mit der Zeit gehen, braucht für die Entwicklung kurzes, schnelles Geld, um langfristig für alle viel, viel mehr zu verdienen. Trotz der Kritik, die jetzt sehr lautstark geäußert wird, ist also noch völlig unklar, ob es tatsächlich einen großen Widerstand innerhalb der FIFA geben wird. I don't know if you know, but the official definition of FIFA is FIFA is the official happiness provider to humanity. So we are providing joy and happiness. Gianni Infantino, der große Fußballwohltäter. So inszeniert er sich gerne. Über seinen Weg an die Spitze des Weltfußballs, wie er zu dieser Macht- und Reizfigur wurde, die er heute ist, haben wir übrigens eine News Plus Hintergründe-Serie gemacht. König Gianni heißt sie, wir haben sie euch verlinkt. Bei den WM-Plänen geht es Infantino wohl auch darum, seine eigene Macht abzusichern. Denn wenn die WM zum Tochterunternehmen der FIFA wird, könnte Infantino dieses Unternehmen anführen und so nach 15 Jahren als Präsident der FIFA weiterhin eine wichtige Rolle im Weltfußball spielen. Vielleicht als Fazit, Ronny Blaschke, kann man denn sagen, es wird eigentlich immer offensichtlicher, dass Infantino den Fußball verkaufen will?
Ja, die Frage ist interessant, weil die Frage suggeriert so ein bisschen, dass wir den Fußball irgendwie anders bewerten, ja, weil er verbindet mit dem Fußball positive Kindheitserlebnisse, vielleicht auch moralische Fragen. Aber man würde so eine Frage zum Beispiel keinem großen Autokonzern stellen oder keinem Tabakkonzern oder keinen anderen profitabel und profitorientierten Konzern. Aber genau so müssen wir den Fußball betrachten, als eine Industrie, die ein Spiel verwaltet, aber eben Milliardengewinne erzielen möchte. Nicht nur für sich selbst, sondern für alle Stakeholder, wie man so schön sagt. Also für die Medienunternehmen, die machen mit der WM Rekordeinschaltquoten, die profitieren davon, die Sponsoren, die Sportartikelhersteller. Die Liste ist ganz, ganz lang von denjenigen, die rund um die Fußball-WM verdienen. Und ja, auch viele, die jetzt die FIFA kritisieren, werden letztendlich auch davon profitieren. Deswegen ja, er verkauft den Fußball auf jeden Fall. Das hat er immer schon gemacht. Das haben seine Vorgänger gemacht. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die bereit sind, diesen Fußball so zu kaufen, wie er ihm präsentiert wird. Und deswegen wird das System noch weiter funktionieren. So viel News Plus für heute. Marielle Gigax hat diese Folge produziert. Mitgearbeitet hat Katrin Hiss. Und ich bin Dominik Rolli. Money makes the world go round. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.